Als nächsten Redner hat sich den Herr Gast Gibéryen von der ADR angeschrieben. Herr Gibéryen, der wird. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vertrete ich von unserer Seite ein Wort von Merci und den Kollegen Eugen Berger als Rapporteur. Auch meine ich, wenn in diesen Rapport nicht gestimmt hat, an der Budget nicht wird stimmen, muss ich doch aber unerkennen, die Arbeit, die der Rapporteur noch bei den Budget für die Rapporteur und immer beim gemäht und was ein Fleißarbeit ist, aber von allem auch immer ein gutes Dokument, das, wo ich Statistisches an Evaluierungen kann, zurückgucken gehen. Wir befinden uns Diskussion an einer relativ außergewöhnlichen Prozedur, was das Budget anbelangt. Und wenn wir uns selber objektiv analysieren, sind wir am Gang ein bisschen Streit zu dreschen, weil wir viermal schon bald haben wir dieselbe Debatte feiern. Wir haben am Dezember die Regierungserklärung hier an die debattiert, da haben wir den 12. Provisor gestimmt, da haben wir für 14 Tage über die Lage von der Nation geschwärzt, und heute schwätzen wir schon über das Budget 2014. Und das ist vieles, was man in den letzten Wochen am Montag gesagt tun, das wiederholt sich. Es wird aber nicht viel geändert und der Ausrichtung von der Politik, von der Regierung, wo die Erwartungen von den Leuten am Land und die neue Gambia-Regierung groß sind, weil Leute Hoffnungen an die Regierung gesagt haben, aber bislang sind die Hoffnungen aber nicht erfüllt gehen. Bei der Regierungserklärung habe ich gesagt, Herr Präsident, dass die neue Regierung am Anfang eine gewisse Vorlaufchance hat, weil viele Leute am Land sagen, dass es mal gut für der CSV einkehren an die Opposition kommt. Und die zweite Überlegung, die viele am Land sehen, dass Leute gesagt haben, mehr schlecht wie die CSV und SAP gemäht wird, kann Gambia auch nicht machen. Da habe ich viel gesagt, am Dezember gesagt, wenn ich dann haut, komme ich mich später, gebe ich echt Analyse machen, da gebe ich so, dass die Leute nachher immer gut fanden, dass CSV an der Opposition ist. Aber bei dem ich gesagt habe, nicht schlecht für die SAP, CSV, Regierung gemietet, da habe ich aber in der Zwischenzeit meine Bedenken gekriegt. Und ich fährte, dass es die Sozialisten wird gelingen, vielleicht, wenn sie so weiterfuhren, mit der DP an die Gringen, nach mehr eine Clash-Politik zu machen, wie die Sozialisten vier drohen, mit der CSV gemietet. Wir sind recht 6 Monate alt, und sie sollen aber noch eine Chance kriegen. Ich habe auch immer an den Debatten für Druck gesagt, dass für den 25. Mai man nicht Werte gewöhnt gehen, aber wenn ich schaue, so, dass das noch immer so ist, dass so nicht Neues, an Debatten, die wir nur das 3D-Schreib verfolgen, haben als auch keinen neuen Moment brüht, was dann alles soll, nun 25. Mai geschehen. Denn der Finanzminister hat gestern auch gesagt, dass 20 Gruppen an den Ministerien angesagt gehen, und dass die Regierung am Sommer, also nun 25. Mai, wird dezidieren, was da geschieht. Und dann hat auch all den Beamten felicitiert, die an den verschiedenen Ministerien schaffen, die dürfen ein gut Arbeit machen, und dafür müssen sich das automatisch vorstellen, wenn die Beamten alle so ein gut Arbeit machen, wir werden dann die Regierung müssen auswärtig Büro mit beiwillen, aber wir werden dann eine Reihe von Hilfsfunktionären ihre Wege gegangen sind, aber wir werden eine andere Reihe von Hilfsfunktionären, die schon abgemäht wird, für rauszugehen. Zu versuchen, dass das nicht so ist, wie das präsentiert wird, dass da eine Harmonie besteht an der Verwaltung. Wir meinen echt, dass da verschiedene Leute an Ministern ob einem Konfrontationskurs sind, die sicherlich nicht am Interesse von einer guten staatlichen Verwaltung ist. Das gestern gesagt gehen, 1/3 von dem, was wir durch den E-Commerce verlieren, das gibt durch TVA-Erhebung gemäht gehen, an die anderen gibt dann nur dem 25. Sommervakanz gemäht gehen. Klar, also wenn dieser Debatte etwas rauskommt, bislang, das ist die Strategie, die Regierung führt. Erstens will die Regierung so machen, wie wenn sie mal ein gutes Beispiel vorgegangen wäre, für zu spuren, für Exemplen zu weisen, wie gespurt wird, und dann das als Alibi zu hören, für so mal mir als Regierung gespurt,
und da muss der Rest vom Land auch d'accord sein, für irgendwie Sakrifice zu bringen, an Geld zu spuren. Denn Herr Finanzminister hat gestern gesagt, wir geben über als Verhältnisse lehrt. Ich meine, das müsste ein bisschen nuancieren. Es gibt sicherlich Leute am Land, die über hier Verhältnisse leben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die 25.000 Schomeren über hier Verhältnisse leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 50.000 Mindestlohnbezieher über ihr Verhältnisse leben. Und die Leute, die am RMG sind, oder die 15% Leute im Land, die in der Armutsgrenze fallen. Herr Bodri hat einmal gesprochen, all Sechsten hier im Land als Risiko für eine Armutsgrenze zu fallen. Die Leute leben sicherlich nicht über ihr Verhältnisse. Sollen also nicht pauschalisieren und das so nicht, dass der Staat den über sein Verhältnisse lebt. Ja, der Staat ist auch responsabel für die Politik vis-à-vis von den toten Leuten. Und dafür ist es immens wichtig, dass wir darauf aufpassen, auch das Regierung, wann sie da die Summe aufhängt, Decisionen zu holen, dass wir die toten Leute ausschließen aus allen Decisionen, die müssen geholt gehen, an denen Leute nach dem Moyen zukommen lassen, den sie brauchen, für aus den prekären Situationen rauszukommen. Wenn gesagt wird, Spuren, und wird für allem gesagt, dass Staatsfinanzen, dass diesem Budget besser wären, und dass ein Defizit mehr klein wir gehen, wie an den Budget für drun, wo wir quasi 1 Milliarde, an ein mehr wie 1 Milliarde Defizit hatten, und das schon auf 545 Millionen laut dem Budget zurückgehen, dann ist das, wenn wir ehrlich sind, hat eine Majorität für Opposition, nicht der Merit von der Politik. Als Ökonomie hat nun mal eben, Gott sei Dank, angezogen, und wir haben sowohl E-Commerce eine starke Progression, das Jahr, wie auf der Taxe d'Abonnement, von die 2 Taxebalen lang, machen die mehr positiv Resultate am Budget des Jahres aus. Das, was so gesamt als Spurmaßnahmen angekündigt ist, die gehen am Prinzip bremsen die Progression vom Defizit. Wir sind nicht den Defizit als solchen aufgebaut, den Defizit als solchen, als aufgebaut in einen Plus, es hätten E-Commerce an und den Taxabonnement. Ohne die Progression an denen zu steuern, wie auch den Defizit an diesem Budget nach immer bei enger Milliarden blieben. Die verschiedenen Spurprogramme, die die Regierung angekündigt hat, will ich kurz durchstreifen, weil doch schon der Morgen an der Mitte schon zum Teil belegt zu gehen. Wenn wir über das Friedensfondsement schwätzen, wir wissen, dass das 8% vom Staatsbudget ausmacht, da wissen wir, dass wir nicht über die Punkte lang Staatsfinanzen können sanieren. Wir haben aber gesagt, und das ist richtig, dass wenn wir Staatsfinanzen redressieren, dann wird kein Tabuthema sein, und dann muss die 100% ventilieren, und zu denen gehören nun mal eben noch die 8%, wissen, dass die nicht kann, mit 8% lang das machen, und dass man auch all die anderen muss auf die Lehrstelle immer an der Optik von dem, was ich für drohen gesagt habe. Wir stellen aber fest, dass doch eine gewisse falsche Transparenz von der Regierung besteht, weil wenn ihr genau guckt, wo die Suen an der Friedensfondsement angespürt gehen, ist dann also ein guter Teil, als nicht beim Staat, und das ist mir noch schon hochgeklungen, mit das am Fond bei den Etablissements public als Staat gemäht gehen. Und meistens, wenn ihr das hautiert, sind die meisten von denen sind nicht konsultiert gehen, das wird kein Dialog bestanden, sodass am Fond die Regierung das, was man am Loschettalograt just als jetzt Schluss wird, gesagt, dass er soll zu summen, die Probleme umgehen. Auf jeden Fall an den ersten 6 Monaten hat die Regierung bewiesen, dass sie die Probleme, die sie will lesen, nicht zu summen mit den konzernierten Umgängen. Das natürlich an den letzten Wochen an dich intensiv aus all den Reihen her, dass die Regierung einfach über keine Wäsche von allen guten Etablissements publiken, auch von den Betroffenen Wäsche dezidiert wird. Auch was die Investitionen. Ja, Herr Gibéryen erlaubt, dass Madame Loschetter selbstverständlich. Ihr wisst, dass mehr immer fair mit ist. Meint ihr wirklich am Echt,
Herr Gibéryen, dass die Regierung an 3 Monaten schon all Decisionen geholt hat, nachdem die Regierung selber an die Majorität gesagt hat, dass wir mal am Gang sind, ein Etat des Lieux zu machen und dass wir sicherlich mit allen Partnern werden zusammen die Sache umgehen. Und da kommt ihr da hin und ihr sagt, die hat alles so lange dezidiert. Meint ihr, das wirklich schon nicht? Ich weiß nicht, man am Lustretter von der Dummer der Welt so. Weil ich gerade gesagt habe, dass er praktisch nicht dezidiert hat, dass er dadurch der Europaparlamentswahlen macht, nicht das Vater dezidiert hat, hat er mit keinem geschwärzt. Der Schwätze von denen Maßnahmen, wo die Leute, wo die Uni analog sich momentan abregen, an das Etablissement Publiken sich abregen, wo er nicht mit geschwärzt hat. Das hat wenig Vater dezidiert, hat er bewiesen, dass er nicht mit denen Leute schwätzt. Und das von denen, wo ich schwätze, aber wo ich so ändert erst am März, das, was er für Drunheit gesagt hat, er schwätzt an Zukunft mit den Leuten, er wird nicht so viel und wieder an den 6 ersten Monaten gemäht hat. Die Investitionen, auch da als noch besser gemäht, wenn die Investitionen für groß zurückgehen. Nee, das ist keine Investition, die geschnitten geht, das ist just, weil wir halt eben mein Budget schon am Monat April sind, wo sonst das Budget am Jahr für drin, am August, September abgesagt gehen, dass das am Hirsch gestimmt gehen, da waren Prävisionen für Projekte zu realisieren, selbstverständlich an der Budget mehr groß, und heute sind wir am April, und die Verwaltung stellen fest, dass eine Reihe von Projekten, wie das all Jahr der Fall war, das Jahr zu, nicht alle ausgegeben, die am Budget viel waren, und da sind die einfach auf die Realität zur Summe gereckelt gehen, zur Summe gestartet gehen, und das als eben die Ersparnis, wir sollen nicht kommen, also, und hat den da gespürt, da als nicht gespürt geht. Die einzige, die real gespürt geht, das will nicht weiter drauf angehen, weil wir da die letzte schon gesagt haben, das ist bei den Studenten. Ich will nicht wie drauf angehen, weil die Stadt schon die letzte Kehr gemäht am Kader von der Lage von der Summe. Das ist der einzige konkrete Punkt, wo ich kann sagen, da hat die Regierung heute gespürt. Neuerstellungen, wird gesagt, wir machen 150 Stück. Und das wird der Morgen schon angeklagt, dass man jeder weiß, dass nach über 140 Plätzen vom Parlament genehmigt sind, ein budgetisiert sind, die noch nicht angestellt sind. Das heißt, die Regierung kann am Prinzip offensiv, wir holen am Budget, gehen wir als Autorisation für 150 neue Plätze, können sie aber, wenn sie will, wenn bis wir 300 Plätze, das schon erstellen. Auch das, also wie gesagt, eine Präsentation von der Situation, die weit von der Realität wäre. Das genauso wie man das bei den Emprunts haben an diesem Budget ein Emprunt 4 gesehen von 500 Millionen. Wir wissen aber, dass nach 2 Milliarden Emprunts autorisiert sind von dieser Chambre. Die Regierung kann auch noch mehr wie 500 Millionen Emprunts abholen, weil die autorisiert sind, Kinder dann nehmen so viel an die 500 Millionen, das ja am Budget sind. Wer gesagt hat, wir stellen 150, nehmen für 150 Leute an, da spüren wir 9 Millionen. Das ist immens flott. Ich hoffe, dass der Finanzminister nicht immer so rechnet. Wenn er 150 Leute anstellt, dann hat er 9 Millionen gespürt. Das verstehe ich nicht. Da kriegen die Leute kein Pei. Oder bringen sie nach Geld mit, weil wie spürt denn da, wenn 150 Leute mehr hat? Also 150 Leute kosten etwas. Da muss man verstehen, so was die 150 Leute weiter kosten, und kann ich nicht so, dass die dummer die spuren. Dann noch TVA. Das immer gesagt gehen von allen Parteien, die heute an der Regierung sind, dass TVA eine sozial ungerechte Steuer wäre, und dass wir allen von der DP gesagt gehen, dass eine Steuererhebung verhandelt davor können, ihr all andere Maßnahmen erschöpft sind, aber dass das allererst, was man Konkretes von dieser Regierung hören nun, das war TVA-Erhebung. Die war für die Wahlen sozial ungerecht, und sie bleibt doch nur die Wahlen sozial ungerecht. Und auch die Decision, dass da im zweiten Logement TVA abgesagt wird, wird man dann noch gesagt können, das wären nicht die Ärmsten, denen ein zweit oder ein dritt Wohnung geben. Und das macht Sinn. Jetzt sind aber die Ärmsten, die an die Wohnungen müssen Löhne gehen, an denen durch die heute Maßnahmen der Loyer an Blut gesagt kriegen. Das sind also die Ärmsten, die da trifft, weil die investieren, die wickeln die Plus- und Investiment und hier lockert deren auf, und das sind aber die Ärmsten, die mit ihren Maßnahmen getroffen wird, und nicht die Sünden, die stehen um langen Hebel, die können das kompensieren. Dann hat der Herr Buttri der Morgen gesagt, er wird das erste Budget, wo keine Steuererhebungen drauf wären. Ich will aber just fragen, was dann dummer der Gemeinde ist, der Rapport, der kann doch auf der Seite 9 vom Rapport gucken, dass eine Taxise geheischt gibt. Taxise geheischt auf die Produkte Energetik, um Elektrizität, um Tabak, um Alkohol, und zwar gehen die
von 3,75 auf 4,75 rum. Und hat mich gewundert, dass weder der Rapporte nach der Finanzminister, nach bei der Präsentation vom Budget, irgendwie ein Wort verbannen, ein Wort verloren hat, dass die Akzisen abgenommen. Ich hatte dafür, Herr Präsident, eng froh und den Herr Finanzminister, wann den einer Blick den Gif no leistet, ich hatte eng froh und den Herr Finanzminister Meister no gif so, wat die Erhebung von der Akzise von 3,75 auf 4,75, wat dat als Plus oder Resetten an Staatskäse herabbringt, weil das ja an diesem Budget vorgesehen. Da wird permanent von einer Steuerreform geschwärzt, ohne dass sie konkretisiert wird. Herr Bodri hat gesagt, wie sind die Alternativen dann von der Opposition? Bei einer Alternativ kann man nicht mehr so etwas machen, was besteht. Da muss man mal verteidigen. Ja, zum Budget. Wir schwätzen zum Budget. Wir schwätzt von Steuerreformen. Alternativen zum Budget. Gucken, was nötig ist, aber man muss gucken, was nicht nötig ist. Aber man muss gucken, was dran ist, aber man muss gucken, was hintragen. Wir haben das flott gesagt, wir haben den sich etwas aufhängen. Da wird gesagt, man muss den Mittelstandsbuckel aufschaffen. Ich finde das bei der Regierungserklärung erklärt schon, wie das den so kann machen mit einem Mittelstandsbuckel. Das ist ein Buckel. Ja, an die Viertrunden, an die Handendrunden, die verdienen laut denen, die mengen sie wie einen Buckel, mengen die Viertrunden an die Handendrunden, die geben die Steuern noch genug bezahlen, oder sie geben da zu viel bezahlen. Nun kann ich natürlich schicken, also man da sagt, man den Buckel rauf, dann hätten die Leute Männer Steuern. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Regierung Steuererleichterungen möchte. Ich stelle mir echt dafür, dass sie den Viertrunden an den Handendrunden, dass sie die an Blut helfen. Und das ist ja in den letzten Wochen klar herauskommt. Denn Herr Büttel, der Premier, hat eigentlich gesagt, an der Presse noch draußen, dass hier die Meinung wir, jeder am Land misst Steuern bezahlen. Aber wir wissen aber, dass wir 40% von den Leuten am Land tun, die keine Steuern bezahlen. Also als der Staatsminister der Meinung, die 40% müssten Steuern bezahlen. Und der Herr Bodri hat politisch darauf gekommen, und er hat gesagt, hier wird der Meinung, 30 Steuer müsst mir abgesagt, Textsteuer müsst mir abgesagt gehen. Das ist also genau das, was ich will sagen. Die schafft den Mittelstandsbuckel auf, an dem da die Viertrunden, an die Handrunden, an Luther, so du hast kein Buckel mehr da. Aber der Leute Hoffnungen machen, den Mittelstandsbuckel, das gibt Steuererleichterungen bringen, das wird tatsächlich bei dieser Regierung nicht der Fall sein. Da will ich noch ein paar Worte verlieren über die Ausstellung vom Ersten Weltkrieg. Ich meine, da hat die Regierung auch gut bewiesen, wie mit ihrer Kommunikation war. Den einen Tag dafür, den anderen Tag dagegen, den Tag drüber dafür, und dann waren sie dagegen. Und da war damals kein Kredit. Wir schwätzen heute von 250.000 Euro. Wir schwätzen also heute nicht von Hunderten von Millionen an eine Regierung, der hier Geschichte man nicht so eine Ausstellung wert als, die braucht sich nicht zu wundern, von Leuten, die Vorwurf man hat, kein Respekt für die Geschichte von diesem Land. Für da hinzugehen und dann, aber mit allen Argumenten zu versichern, für wer da den Kredit nicht kriegt, es wird nicht budgetarisiert wird. Wenn niemand an einem Staat das gibt gemäht, was von Anfang an immer budgetarisiert war, und da kommen Weihtagsminister bei, als von so einem für das es nicht sehr geht, und so viel können nicht d'accord sein, dass man da tot ein Erbe machen, und dass man da doch die Kredite überbuchen oder so. Das ist immer ein Weg von gehen. Also, wenn ihr das will machen, wirklich will machen, dann möchte ihr. Aber wenn ihr das nicht will machen, dann ist es egal, was für ein Argument ihr wollt, für es eben nicht zu machen. Und diese Regierung will keine Ausstellung über den Ersten Weltkrieg machen. Und dafür hat es auch an der Finanzkommission, den Amendement, den wir abrücken, hat sie den auch verworfen. Sie will keine Ausstellung machen, und da soll sie das klar sagen, und soll halt nicht mal so veranstalten, Argumente operieren. Wenn eine Regierung will wirklich mal ein gutes Beispiel vorgehen und sie will spuren, das soll sie konkret gehen an etwas Beweisbares, an Nachvollziehbares. Das tut die Regierung aber mit dem Spurprogramm, den sie bislang vorgelegt hat, nicht gemäht. Die können recht, wie gesagt, nur den Europaparlamentswahlen. Für symbolisch so ein Blödsinn zu machen, für das Auto, wo die Strassenlute wäscht zu sehen. Für das ganze Land der Kap drüber rieselt. Wenn das soll der symbolische Gest noch draußen sein, wie das Regierung will spuren, dann muss ich sagen, armselig Regierung.
Gerade was Sicherheit überlangt. Gerade was Sicherheit überlangt, geht Lutemaste wäsche. Wenn sie wenigstens ausgemäht hätten, nee, sie haben sie symbolisch wäschgeschnitten. Ob 1 Meter. Das ist was positiv und den Meter aus. Leute gehen all da, wenn sie lernen von und der Blödsinn neu erinnert. Dürfen los zu stohlen, bis nächst fallen, dass die Leute immer gesehen haben, so blöd muss sie sein, für Luten ob 1 Meter vom Boden wegzusetzen, für so mehr Spur da. Wenn die Regierung will so symbolisch machen, so war ja noch für ein paar Wochen auf Kliff den Weekend verbringen, für die Regierungsrat gehalten, wir fanden das positiv, dass sie ländlich Gegend unterstützen, an der Totalriesbranche unterstützen. Aber dann hättest du ein Exempel, man so hey, wir fuhren nicht mit der Regierungsfeen, ob Feiern oder ob Kliff drüber, wir fuhren zusammen mit dem Zug darüber, an wie das kein sozialer Fall an der Regierung als Mama Gast, aber wir bezahlen die Cash noch alle selber, das hat zwar auch das Budget nicht gerettet, mit wegen man so viel symbolische Wert gewesen, du Belsen, für die Lutelandstraße wäsch zu rappen. Herr Präsident, den Tram hat man dann noch zugestellt, ich wollte den auch dann reinkehren ausschneiden. Ich meine, die Leute, die so verwendet für den Tram bannen, antreten, dabei sind immer Männer, die Leute sollten mal hingehen. Ja, nee, die interpretiert das, wie die das will. Da liest doch alles. Nee, 72% unterstützen nicht. Das ist nicht die Interpretation von der Analyse. Nee. Wenn der Welt, da geht man kommen mal hin, und gibt konkrete Beispiele, weiß der, für wen den Tram dann ein Viertel bringt. Wir haben hier in der Stadt Exerzice gemacht, als alle Krachte, wo Leute sich deplacieren, und wir haben nicht ein einzigen von, wo die Stadt der Bürger ein Avantage für, wenn den Tram einkehren. Am besten Fall als es gleich. Am besten Fall als gleich, an dem meisten Fall als es für die Staat der Leute eine Verschlechterung. An alle die 150.000 Pendler, die morgens an den Staat müssen ran, an oben rauskommen, da haben wir kein Fond für den, der Viertel war. Da können wir alles abbauen, Schema, wie die Leute kommen, wenn sie vorhat. Aber dir, die könnt ihr die Karte. Wir als Partei, 100, Madame Lochette, die könnt ihr reinkommen, anhand von Beispielen beweisen, dass das Leid 4 Teile davon holt, in den zu bauen, wie schwer, den am Centre Hospitalier für ihn Haut, für 2 Monate, holt den vom Kirchspiel, den auf Zeissing führt, holt den von Thionville auf der Lampetzbier führt, du holt einfach so viel Beispiele, aber bring dir als Beispiele, wo es für die betroffenen Leute ein 4 Teile ist. Es so nicht, der fand kein, für das den 4 Teile ist, das höchstens, also gleich, aber für kein ein 4 Teile. Und dann die gering. Die haben immer sich dagegen gewehrt, dass den Parkingen an der Stadt sollen kommen, dann das Auto soll an die Stadt gehen. Lo bauen sie aber für den Traum 5.000, 6.000 Parkplätze rund um die Stadt, bei wo Leute sollen im Traum kommen. Wichtig. Aber just, also, Kockelscheier, der Kirchspiel, aus der Stadt, mit der Schüster, wo der Traum fortgeht. Madame Lochette, dir sieht vielleicht zu viel an der Stadt, dir müssen dir mal Neues an ein bisschen rund im Staat bewegen. Da sieht dass am Rest vom Land als alles Stau. Neues als alles Stau für den Staat, an oben als Stau für aus der Stadt. Das ist wie die 5.000, 6.000 Leute mit ihren Autos an die Stadt kommen, müssen sie mal vertieft am Stau stehen. Aber wenn die so können, 6.000 Autos weiter an die Stadt kommen, und hört an einem Stau ein Auto mit 7 Metern, da produziert mit ihren 3 Parkingen rund um die Stadt, produziert 40 Kilometer Stau rund um die Stadt, Neues an Oves weiter. Das ist die Realität, weil die zusätzlichen Autos stimmen auf zusätzlich am Stau. Das ist die Konklusion. Und dafür die Regierung hat, wenn die investiert, dann investiert sie an den Stau. Das tut ich die letzte Mal gesagt. Und dafür so nicht ganz klar, das geht nicht ab. Aber wenn der andere will mit den Leuten alles zusammen Probleme, wie man dann noch hat, gesagt, aber dann hat der Courage,
Am Referendum, aber 70% dafür sind Madame Loscherte, wie der Lograt gesagt hat, da braucht doch keine Angst, da wir ich an ihrer Platz die Echte so, wenn wir machen ein Referendum, wenn wir lassen als für die Leute am Land, lassen wir als Zustimmung gehen für das Projekt. Wir wissen ganz genau, dass die große Majorität dagegen das, und dafür die Angst für der Welt, die Angst für die Meldung von Bürgern, und dafür fordern sie. Die machen nicht mehr Referendumen da, wo sich an die Kronen passen, aber wenn das Risiko besteht, dass die Leute eine andere Meinung hat wie dir, dann macht ihr kein Referendum. Dafür so die erst, macht ein Referendum, da geht das. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich will meinen Kollegen Ferner Charakter nach 10 Minuten los, und dafür will ich zum Schluss kommen. Die Leute, wenn du eine schlechte Demokratie verstehst, dass die Mengen just hier Meinung darf, die halb vier geduldet sind, sind noch eine Leute, die eine andere Meinung an einem Parlament, an einem demokratischen Staat, hat jeder Recht, seine Meinung 14 und auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt. Auf jeden Fall, diese Regierung hat an den 6 ersten Monaten bewiesen, dass sie nicht für Transparenz ist, dass sie nicht für Dialog ist. Sie hat gewiesen, dass sie keinen Respekt für unser Wie von unserer Geschichte hat, unserer Tradition, unserer Identität, unserer Kultur, und sie hat auch bewiesen, dass sie keinen Respekt für die kommenden Generationen hat. Als 6 Monaten haben sie schon vieles Futti gemäht, was die Generationen für drun in schwierigen Konditionen erschaffen. Ist doch nicht schlecht. Das passt nicht bei ersten Pathos.